다 당원들 남발링게 참라 공감상에 첨지슈야당 Als 라버도 erstes möchte ich euch allen meine herzlichen Grüße übermitteln und insbesondere gemäß der Zopo-Tradition oder im Rahmen der astrologischen Berechnungen dort ist heute der Neujahrstag. Und daher wünsche ich, dass ihr alle ein glücksverheißendes, gutes, exzellentes Jahr haben werdet, dass alles gut läuft. Ich dachte auch, ob ich was in Chinesisch sage. Ich dachte auch, dass ich was auf Chinesisch sagen wollte und das hatte ich ganz vergessen am anderen Tag. Das versuche ich dann jetzt. 祝贺大家新年快乐。但是呢，我那时候就是脑子不转，所以呢，那就没想到自己会说中文，所以，今天就借这个机会，今天是大年初二，所以呢，借这个机会呢，希望大家在新的一年里身体健康啊。然后一切顺利然后功德圆满，谢谢。라서 다드네 다드린 것을 봐봐 딜이야 네 별 가정이 좋아야 안는 샘샘 털수 있어 말해. Und heute werden wir über die Verbreitung von der Nur-Geist-Schule in Tibet sprechen. Das wird das Thema für heute sein. Es ist ein bisschen schwer, das herauszufinden, wie die Nur-Geist-Schule sich in Tibet ansiedelte und verbreitet hat, weil ich habe da keine richtige Forschung oder sowas gefunden und deswegen muss man da in die verschiedenen Texte und Quellen selbst schauen. Und das ist nicht so einfach, da tatsächlich etwas Verlässliches herauszufinden. Aber ich habe versucht, eben so viel wie möglich herauszufinden, damit ich das so klar wie es geht darlegen kann. Allgemein in Tibet wenn wir darüber sprechen, wie es sich verbreitet hat, ist es vielleicht besser zu gucken, wie die Texte der Nur-Geist-Schule sich verbreitet haben. Denn die Nur-Geist-Schule selbst hat sich ja nicht wirklich so richtig verbreitet in Tibet. Aber wenn wir die Texte der Nur-Geist-Schule anschauen, das ist dann wahrscheinlich fruchtbarer, diese Situation anzuschauen. Und in Bezug darauf, wie die Texte sich verbreitet haben in Tibet, gibt es 5 Themen, die ich hier ansprechen möchte heute. Als erstes, wie diese Texte in Tibetisch übersetzt wurden. Zweitens, warum die Nur-Geist-Schule nicht in Tibet sich wirklich ausgebreitet hat oder Fuß gefasst hat. Drittens, die Frage, warum Vasubandhu und Asanga nur Geistmeister sind. Und der nächste Punkt, viertens, die verschiedenen Sichtweisen in Tibet in Bezug auf die Nur-Geist-Schule. Und fünftens, Maitreya und seine Werke. Und das ist natürlich schwer, das alles heute zu besprechen, aber ich versuche so mein Bestes. Heute, morgen ist ja frei und übermorgen werde ich dann das von heute abschließen und noch andere Punkte erwähnen. Wenn wir, wie ihr wisst, die Texte der Nur-Geist-Schule anschauen, dann gibt es natürlich ein bisschen eine Verbreitung dieser Texte in Tibet.
Und in Bezug auf die Nurgeist-Schule an sich wurde da schon viele Untersuchungen angestellt, von der Vergangenheit bis zur Gegenwart jetzt. Aber in der Zeit, wo Buddhismus sich verbreitet hat in Tibet bis jetzt, hat sich nie eine wirklich unabhängige Nurgeist-Schule in Tibet entwickelt. Und es ist sogar zweifelhaft, ob es auch nur einen tibetischen Meister gab, der zugab oder angab, dass er ein Chittamatra-Meister ist, oder dass das seine Sichtweise ist, sondern ganz im Gegenteil dazu war es so, dass Chantakirtis Schule der Prasangika sich verbreitet hat in Tibet. Und das hat dann noch mehr dazu geführt, dass die Nur-Geist-Sichtweise weiter in den Hintergrund getreten ist, weil die Prasangika-Schule eben so stark Fuß fasste in Tibet dank Chantakirti. Und es gab nur wenige, die wirklich versuchten herauszufinden, was die Nur-Geist-Schule wirklich sagt, aus sich heraus. Und nur wenige hatten da wirklich Interesse daran. Insbesondere, wenn wir auf die Nur-Geist-Schule schauen, dann denken wir immer, das wäre genau so, wie wir das von der Madhyamika-Schule hören. Aber das ist eine sehr diktatorische Art und Weise. Das ist die Madhyamika gefärbte Art und Weise der Nur-Geist-Schule. Das bedeutet, dass die Tibeter nicht wirklich die Nur-Geist-Schule gerecht behandelt haben. Also die Tibeter haben das nicht gerecht gemacht, wie sie sich mit der Nur-Geist-Schule beschäftigt haben. Zum Beispiel, wenn wir die verschiedenen Debatten anschauen, dann sind die Tibeter da so sehr damit beschäftigt, die Fehler der anderen aufzuzeigen in einer Debatte zwischen verschiedenen Schulen. So viel es nur geht, versucht man die Fehler aufzuzeigen und versucht dann so sehr die eigenen Fehler irgendwie zu vertuschen. Und auf jeden Fall, das ist so die Situation. Das kennen wir ja, wenn wir miteinander debattieren. Und ebenso ist es auch so, dass wir die Nur-Geist-Schule ebenso behandeln wie so einen Debattiergegner, den wir dann einfach nur die Fehler aufzeigen von seiner Sicht. Und es gibt wenige, die wirklich die Nur-Geist-Schule gut kennen. Und ja, wir müssen da auch selbst mit uns ehrlich sein. Und wenn wir da eine Verbindung spüren zu Nur-Geist, das sollten wir halt ehrlich anerkennen. Und da eine parteilose Position sollten wir einnehmen. Wir könnten vielleicht sagen, ja, vielleicht hat Madhyamika recht in ihren Argumenten gegenüber der Nur-Geist-Schule, aber vielleicht auch nicht. Und das ist wichtig, das gut zu untersuchen und zu studieren. Und das wird uns dann helfen, die Nur-Geist-Schule besser, tiefer und gründlicher zu verstehen. Wir müssen also offen und unparteilich oder vorurteilsfrei daran gehen an solche Studien in Bezug auf die Nur-Geist-Schule. Ich wollte heute oder anfangen, über die 5 Punkte zu sprechen. Das erste ist die Übersetzung der Nur-Geist-Literatur ins Tibetische. Wenn wir den tibetischen Kanji und Tenji anschauen, waren die meisten Sutra-Texte übersetzt worden in der alten Tradition und auch die Nur-Geist-Texte wurden zu der Zeit schon übersetzt. Und wenn wir die Geschichte anschauen, die uns bekannt ist, war es nur die Madhyamika-Sichtweise, die sich in Tibet wirklich ausbreitete. Aber wenn wir die alten Schriften und Kataloge anschauen, also wo die Schriften erwähnt sind, sehen wir eigentlich, dass die Nur-Geist-Texte und die Madhyamika-Texte gleichermaßen wichtig gehandhabt wurden und übersetzt wurden. Also wenn wir in die Kataloge schauen, ne, wo all die Texte katalogisiert aufgeführt sind, dann können wir sehen, dass Nur-Geist-Schule und Madhyamika da gleichermaßen wichtig behandelt wurden.
Und wenn wir so gucken, wie diese Texte übersetzt wurden ins Tibetische, gibt es 2 Perioden. Das erste ist die Übersetzung in der alten Tradition und dann Übersetzung in der späteren oder neuen Tradition. Wenn wir über die Übersetzung der Nur-Geist-Schulentexte gucken, wie es in der alten Tradition der Fall war, dann können wir uns da auf folgende Quellen stützen. Das sind 3 Kataloge sozusagen. Das ist einmal der Pantangma, dann der Denkama und der Chimpuma-Katalog. Das sind alles tibetische Worte. Und Chimpuma gibt es nicht mehr, diesen Katalog, ne, wo die Schriften alle so katalogisiert sind. Aber Pantangma und der Denkama gibt es noch. Und es waren Buton Rinpoche und Pavo Chulak Trengwa Rinpoche und andere, die haben gesagt, dass der Denkama-Katalog früher war. Aber der 5. Dalai Lama und Sito Shökyung und weitere Meister haben gesagt, dass der Pantangma-Katalog früher stattfand. Also da gibt es auch da mal wieder unterschiedliche Erklärungen und Verständnisse. Aber wenn wir schauen, dann werden wir im Denkkarma mehr Werke aufgeführt finden als im Pantangma. Und das scheint darauf hinzuweisen, dass Denkkarma später, der neuere Katalog ist. Aber in dem Pantangma, da gibt es dann Beschreibungen, die während der Herrschaft von Trirai Shen stattfanden. Und da scheint es also zu sein, dass Pantangma früher niedergeschrieben wurde. So kann man das verstehen. Aber wiederum, andere moderne Gelehrte haben gesagt, dass diese Kataloge mit diesen Textlisten vorbereitet wurden für bestimmte Paläste von bestimmten Königen, aber nicht, um wirklich alle Sutras und Werke aufzuführen, die dann ins Tibetische übersetzt werden sollen. Aber wie auch immer, die Texte, die im Pantangma übersetzt, die Texte, die aufgeführt werden im Pantangma, finden sich auch alle im Denkama. Aber es gibt eben viele im Denkama-Katalog, die nicht im Pantangma-Katalog zu finden sind. Und wenn wir diese Kataloge im Detail vergleichen und da in die Tiefe schauen, ist es so, dass im Pantangma-Katalog hauptsächlich die Wurzeltexte sind und ein paar Kommentare in Bezug auf die Nur-Geist-Schule. Aber im Denkama sind viele, viele Kommentare vorhanden, die nicht im Pantangma zu finden sind. Und was sagt uns das? Das zeigt uns, dass die tibetischen Übersetzer initial die wichtigsten Verse und die wichtigsten Texte und die wichtigsten Kommentare übersetzt haben und dann später eben weitere wichtige Kommentare zugefügt wurden in die Übersetzerprojekte, wann immer es möglich war, die dann zu übersetzen. Wie auch immer, die meisten der wichtigen Nur-Geist-Texte wurden also schon übersetzt in der ursprünglichen Tradition. Und was wurde dann übersetzt in der späteren Tradition, in der neueren also? Insbesondere die Nur-Geist-Texte von indischen Nur-Geist-Meistern, wie zum Beispiel Shantipas Werke. Shantipa, das war ein sehr, sehr bekannter Nur-Geist-Meister der späteren Übersetzungstradition sozusagen. Das heißt, seine Werke wurden dann in dieser zweiten Übersetzungsphase ins Tibetische übersetzt. Insbesondere können wir Maitreya's bekannten Text Uttaratantra Shastra anschauen. Der wurde erst in der späteren Übersetzungsperiode übersetzt ins Tibetische und die Kommentare dann über Uttaratantra Shastra oder Dhammata Vibhanga, die wurden alle dann später auch natürlich dann auch in der späteren Übersetzerperiode übersetzt.
Das heißt, die Präsentation der 5 damals von Maitreya, die waren sozusagen dann in der zweiten Übersetzungsperiode dann Thema. Und dann gibt es aber auch viele andere Werke von Vasubandhu, die auch in der späteren Übersetzung übersetzt wurden, wie zum Beispiel Kommentar von Vasubandhu zum Mahayana Sutra Alamkara und so weiter, oder die Belehrung Trisvabha Nirdesha, das sind die Belehrung über die 3 Wesen. Also so, wenn wir die Kataloge vergleichen, was wurde in der vorherigen, also in der alten und in der neuen Übersetzungsperiode übersetzt, dann gibt es also da ganz verschiedene Texte, die wir bei dem einen finden und bei dem anderen. Und zum Beispiel, wenn wir in Butrons Katalog über den Tenjo schauen, ist es so, dass die meisten nur Geisttexte wahrscheinlich in der späteren Übersetzerperiode übersetzt wurden. Ja, insbesondere wenn wir da in die neueste, kompletteste Version von Kanjun Tenjo gucken, wenn wir da diese kompletteste Tenjo-Situation anschauen, dann zeigt sich, dass es zur Bhutan Rinpoches Zeit viele Dinge noch nicht gab, aber mittlerweile ja. Da gibt es also viele nur Geisttexte, die jetzt auch im Tenjo zu finden sind. Und wenn wir das vergleichen, wenn wir so diese Perioden anschauen, dann können wir Folgendes erkennen, dass es also einmal die Maitreya-Texte gibt, dann die Asanga-Texte, dann oft auch sehr philosophisch. Und dann gibt es natürlich noch die epistemologischen Texte von Dignaga, die nicht so richtig nur Geist lehren, sondern mehr über die gültige Erkenntnis sprechen. Und und da gibt es noch die geheimen Mantra-Belehrungen von Bhavabhadra und Shantipa und die Kommentare auch über die Sutras von Vasubandhu und Shiramatri. Und das alles, diese gerade genannten Texte, Maitreya's, Asangas, Vasubandhus, Dignagas, Samakirtis, Bhavabhadra, Shantipas, Vasubandhu und Shiramatri, all die sind eigentlich alles nur Geistschulen-Texte und die können wir ja in unterschiedliche Gruppen aufteilen. Wenn wir zum Beispiel die Brahmanen-Texte über ihre gültige Erkenntnis rausnehmen, können wir die übrig bleibenden Texte laut Bhutan Rinpoche in 3 Kategorien unterteilen. Das ist einmal die Texte, die nur Geist-Sichtweise lehren, die nur Geist-Meditation lehren und die hauptsächlich das Verhalten der Nur-Geist-Schule und die Gelübde erklären. Zum Beispiel, wenn wir die Werke von Maitreya, die Yogacara-Ebenen, Yogacara-Bhumis und die 8 Schatzbelehrungen von Vasubandhu anschauen, das sind dann die Sichtweise von Nur-Geist. Und wenn wir Asangas Lamp von Dhyana oder Dignagas Einführung ins Yoga, das sind alles Meditationsbelehrungen über der Nur-Geist-Schule. Und wenn wir Chandragomis 20 Gelübden anschauen, da wird dann das Verhalten in der Nur-Geist-Schule erklärt. Und es gibt viel Debatte in Tibet, ob Mahayana Sutra Alamkara ein Nur-Geist-Text ist oder nicht. Aber im Tenjo ist es so, dass alle Texte von Maitreya eben in den Nur-Geist-Abschnitt einsortiert sind. Das ist, wenn wir so die Kataloge des Tenjos anschauen. Und diese Tradition, das so zu verstehen, das kommt wahrscheinlich von Bhutan Rinpoche. Und weiterhin ist es auch möglich, dass das vorher schon so erklärt wurde. Und in Bezug auf den Tenjo
gibt es 16 Bände. Und da finden wir dann Kommentare über das Uttara Tantra Shastra, zum Beispiel Asangas Kommentar. Das finden wir dann in solchen Tenjur-Werken. Aber es gibt manche Kommentare über Sutras, die dann in einem anderen Abschnitt in Tenjur sind, wo es dann um die Sutra-Kommentare geht. Zum Beispiel Samdhino-Mochana Sutras Kommentar oder Kommentar zu Dashabhumika Sutra oder zum Diamant Sutra. Das sind dann Kommentare zu den Sutras und deswegen dann in dem Katalog in den Sutra-Abschnitt zu finden. Und es gibt auch viele weitere neue Übersetzungen, wie zum Beispiel von Dignagars Zusammenfassung der 8000 Zeilen oder Ashwabhavas Fäden des Lichts und so weiter. Solche Kommentare finden wir dann in den neuen Übersetzungen. Und das war so eine kurze Darlegung der Übersetzung ins Tibetische von den Nurgeist-Texten. Und der nächste Punkt ist der Grund oder die Ursache, warum die tatsächliche Nurgeist-Philosophie sich nicht wirklich in Tibet ausbreitete. Also, was ich vorher schon gesagt, manche Texte, nicht alle, aber viele Texte wurden ja schon übersetzt damals ins Tibetische. Warum hat sich dann keine unabhängige Schule entwickelt, die diese Sichtweise der Nurgeist-Schule aufrechterhält? Es ist schwer, das kategorisch zu sagen in Bezug auf die alte Übersetzungsperiode, ob da eine eigenständige Yogacara-Schule vorhanden war oder nicht, aber es schien so zu sein, dass auf jeden Fall in der neueren Übersetzerperiode keine eigenständige Yogacara-Schule, Nurgeist-Schule vorhanden ist. Aber warum haben sich dann die Ursachen und Resultatsfahrzeuge so in Tibet ausgebreitet? Und warum ist nicht die Nurgeist-Schule auch so erblüht in Tibet? Und da gibt es ein paar Bedingungen und Gründe. Und da habe ich hier ein paar zusammengefasst, die ich erklären möchte. Aber ob die euch logisch erscheinen oder nicht, ist ein anderer Punkt. Aber ich denke, da gibt es so einige Bedingungen und Ursachen für, warum diese Nurgeist-Schule sich nicht wirklich eigenständig entwickelt hat in Tibet. Der erste Grund ist, weil der Dharma-König das so erlassen hat. Er hat es so befohlen. Das bedeutet, zum Beispiel Bashe in der Geschichte, die zur Zeit von König Trisong Detsen verfasst wurde, da wird es gesagt, dass es im 8. Jahrhundert die Tönzen-Debatte gab. Da war diese Debatte zwischen dem chinesischen Zen-Meister und dem die ein spontanes, augenblickliches Erleuchten postulieren. Und der Gegner war Kamadashida und andere indische Gelehrte, die einen graduellen Pfad postulierten. Ne, und da gab es eben, und Hashang Mahayana war ja zum Beispiel ein wichtiger Vertreter für die des augenblicklichen Erleuchtens. Auf jeden Fall, diese Debatte fand statt. Und der König Trisong Detsen hat dann eben ein Gesetz erlassen, dass von jetzt an die Tradition von Nagarjuna, die in Tibet vorherrschen, sein möge. Und so ist dann die ist dann Nagarjunas Schule so sehr erblüht in Tibet, aber nicht die Nurgeist-Schule. Ob das richtig ist, diese historische Ereignis oder nicht, das kann man natürlich hinterfragen. Aber das würde auf jeden Fall ein guter Grund dafür sein, warum die Nurgeist-Schule eben sich nicht verbreitet hat in Tibet. Wie auch immer, wenn wir in den Text, den wir in Dunhuang finden, der heißt Mahayana-Anweisung in Bezug auf das Verwirklichen der Natur in einem Augenblick. Das basiert also auf dieser Debatte. Da wird gesagt, dass das Huangshan Mahayana tatsächlich gewonnen hat und augenblickliches Erwachen also sozusagen gewonnen hat.
Und das hätte er dann auf jeden Fall auch gezeigt, dass dieses plötzliche Erwachen, augenblickliche Erwachen eben tatsächlich eine valide Tradition darstellt. Und das ist ein Text, der von einem Schüler von Hashan Mahayana damals verfasst wurde. Und ebenso, wenn wir Nup Sangye Yeshes Text anschauen, Lampe des Auges von Dhyana, ne, Meditation, also Lampe oder Licht des Meditationsauges. Wenn wir diesen Text anschauen, und den Text haben wir immer noch, dann wird daraus klar, dass die Zen-Tradition nicht aus Tibet verschwunden war, sondern auch zu langen Damaszeiten noch vorhanden war. Und dass also wirklich eine tibetische Zen-Tradition vorhanden war. Aber dennoch gibt es natürlich immer noch die Frage, hat der König Trisong Detsen damals diesen Erlass oder diesen Befehl ausgesprochen oder nicht? Können wir kategorisch vielleicht schwer bestimmen oder ablehnen, aber das ist auf jeden Fall eine große Möglichkeit. Und der zweite Grund ist, der zweite große Grund ist, dass die indischen Gelehrten, die nach Tibet kamen, meistens hauptsächlich Madhyamika und nicht nur Geistmeister waren. Und daher hat sich nur Geist nicht in Tibet so ausgebreitet. Und wenn wir das zum Beispiel schauen in der Zeit von König Tristan Detsen, dann kam ja dann war es dann war das ja die Zeit, wo der Dharma richtig groß sich verbreitet hatte. Natürlich, Tongtsen Gampo's Zeit war auch sehr, sehr wichtig, aber die wichtigste Zeit, wo Buddhismus der Dharma sich wirklich in Tibet groß ausbreitete, war eben zu der Zeit von König Trisong Detsen. Und der größte Meister, der Buddhismus nach Tibet brachte von Indien, war Khenchen Chandarakshita. Und er war ein Svatantrika Madhyamika-Meister. Und auch die meisten indischen Meister, die später dann nach Tibet kamen, nach Chandarakshita, waren zum Beispiel Kamalashila auch ein Madhyamika-Meister, Svatantrika Madhyamika, aber kein wirklicher nur Geistmeister kam nach Tibet. Und aus diesem Grund gab es dann einfach keinen Meister, keinen Anführer oder so oder keine Ermutigung sozusagen in Tibet eine Nur-Geist-Schule aufzubauen. Das könnte der zweite Grund sein. Und der dritte Grund ist, dass vielleicht die Tibeter damals nicht wirklich einen Grund dafür sahen oder einen Sinn darin sahen, nur Geistschulen Philosophie zu studieren. Und deswegen ist die nicht wirklich angekommen und hat sich auch nicht wirklich verwurzelt oder verbreitet in Tibet. Und warum haben die da keinen Grund gesehen? Aufgrund von Chandrakshitas Einfluss und so weiter zur Zeit der alten Tradition war es hauptsächlich die Svatantrika-Madhyamika-Sichtweise, die sich verbreitet hat. Und das war also eine Madhyamika-Sichtweise. Und innerhalb dieser Svatantrika-Madhyamika-Sichtweise dann die Yogacara-Svatantrika-Madhyamika-Sichtweise. So wie wir das auch in unserem Tenjur finden. Da gibt es den Text von Yeshe De, dem großen Übersetzer, das heißt Unterscheidungen der Sichtweisen. Und da heißt es, basierend auf Asangas Yogacaras Werk, was nur Geist erklärt, hat dann Khenpo Chandarakshita das Werk, das Madhyamika-Werk Madhyamika Alamkara verfasst, das beweist, dass es in Harmonie mit dieser Tradition ist und das in Harmonie mit der Tradition ist. Und im Madhyamika Alamkara heißt es dann von Chandarakshita, dass auf relativer Ebene nur Geist richtig ist, aber letztendlich auch der Geist kein eigenes Wesen besitzt. Und so wie es hier da heißt, heißt es in der Tradition, dass da eben die Sichtweise von nur Geist und Madhyamika zusammenkommen. Wenn man das dann studiert, dann zeigt es ja deutlich, dass man da keine extra nur Geistschule studieren müsste, wenn das so hier so zusammengeführt wird. Relativ nur Geist, absolut Abwesenheit eines wirklich existierenden Geistes.
Ja, wenn also auf relativer Ebene nur Geist gelehrt wird und auf absoluter Madhyamika, das reicht dann ja sozusagen, muss man eigentlich nichts anderes studieren. Ja, genau. So. Und das zeigt eben auch auf, dass die nur Geist-Sichtweise nicht die letztendliche Sichtweise ist. Und deswegen die Tibeter, die da immer natürlich gerne tolle, große Sichtweisen und höhere Sichtweisen und Schulen kennenlernen wollen, hatten deswegen kein wirkliches Interesse daran, nur Geistphilosophie kennenzulernen, wenn das als etwas Relatives einsortiert wurde. Und dann, wenn es dann um die spätere Übertragungslinie kam, da war der einflussreichste indische Meister, der nach Tibet kam, war dann der Dame Herr Atisha. Und der hat eben Prasangika Madhyamika von Chantakirti sehr hoch gepriesen. Und dann später, als spätere Kadampa-Meister dann, war dann zum Beispiel Shankshava. Und er basierend auf Pazaps Übersetzung von Chantakirtis Madhyamika Avatara und Madhyamika Avatara Bhashyam. Der Shankshava, der hatte eben festgestellt, dass eben Tibet sehr Prasangika Madhyamika wurde. Chantakirtis Werke waren Autorität und nur Geist wurde mehr und mehr widerlegt und wurde als noch schlechter, als eine schlechte Sichtweise verstanden, nicht als die letztendliche Sichtweise mehr verstanden, noch nicht mal als relative, sondern einfach als eine falsche Sichtweise. Und da gab es ja nicht wirklich Interesse an einer nur Geist-Sichtweise in Tibet. Und der vierte Grund, warum die Nur-Geist-Schule nicht fußfest in Tibet war, obwohl Maitreas Belehrungen sich verbreiteten, also Maitreas Belehrungen verbreiteten sich in Tibet nicht, weil sie nur Geistinhalte besitzen, sondern weil es Maitreya ist. Und viele Tibeter waren sehr motiviert, Maitreas Texte zu studieren. Aber dennoch hat das nicht geholfen, die nur Geistsichtweise zu verbreiten, sondern es war eigentlich so das Gegenteil sogar. Es war nicht nur nicht hilfreich, sondern das Gegenteil. Dann ist es sehr, sehr schwer zu sagen, dass bei dem Regenten Maitreya ein Fehler in den Texten wäre, sondern sie haben dann alles dran gesetzt, Maitreyas Werke als Madhyamika auszulegen. Und natürlich, die Werke von Maitreya sind sehr tiefgründig. Und viele, viele Themen von nur Geist sind da so zusammengefasst. Und aber es war dann auch irgendwie eben einfach, die dann als Madhyamika sich zu erklären. Und deswegen war das dann für die Leute ganz schnell ganz klar, dass das muss Madhyamika sein und vielleicht sogar Shenton Madhyamika. Das war sehr einfach, Maitreyas Texte so zu verstehen. Auf jeden Fall, aufgrund dieser Gründe kam es dazu, dass nur Geist sich eben nicht, diese nur Geist-Sichtweise nicht wirklich sich als unabhängige Schule in Tibet etablierte. Diese 4 Gründe. Und der nächste Grund, den ich anführen wollte, war, dass Asanga und Vasubandhu nur Geistschulenmeister sind. Also die Gründe dafür, warum die als nur Geistschule verstanden werden. Später in Tibet gab es viel Debatte darüber, ob Asanga Vasubandhu nur Geistphilosophie folgen oder nicht. Manche sagen ja, manche sagen nein. Und eine weitere Unterscheidung, die in Tibet getroffen wurde, da gab es dann eine Unterscheidung zwischen der Sichtweise des Autoren und Sichtweise des Werkes. Denn es kann manchmal so sein, dass manchmal die Werke die gleiche oder selbe Sichtweise wie der Autor haben,
Aber es kann auch manchmal sein, dass ein Autor extra absichtlich ein Werk schreibt mit einer anderen Sichtweise, die der Meister selbst nicht hat. Und dann kann ein Meister vielleicht einfach eine Sichtweise einer anderen Schule lehren. Und da gibt es dann eben auch Debatten und Diskussionen darüber, waren Asanga und Vasubandhu nur Geistmeister oder nicht. Und ja, man kann vielleicht 4 Gründe aufführen, warum Asanga Vasubandhu nur Geistmeister sind. Aber es ist wichtig, beide Sichtweisen zu verstehen. Wenn zum Beispiel man sagt, nee, die waren nicht nur Geistmeister, dann ist das auch wichtig, deren Gründe zu verstehen, warum das so gesagt wird. Und es bringt dann nichts, einfach Augen zu und Kopf in den Sand stecken und so weiter und parteilich zu sein, sondern man muss unparteilich offen schauen und die verschiedenen Begründungen beider Seiten sozusagen kennenlernen. Und daher ist es manchmal schwer, vielleicht dann zu einer endgültigen Entscheidung zu kommen, ob Asanga oder Vasubandhu nur Geistmeister waren oder nicht. Und da gibt es also 4 Gründe, warum jetzt gesagt wird, Asanga und Vasubandhu, dass Vasubandhu und Asanga nur Geistmeister waren. Der erste Grund ist, dass sie so in Indien bekannt waren. Als Bhava Viveka und Chandrakirti dann die nur Geistschule widerlegten, haben sie beide Asanga und Vasubandhu genannt. Bhava Viveka hat wirklich Asanga und Vasubandhu wörtlich namentlich benannt und widerlegt und Chandrakirti hat das auch in seinem Dhyamika Avatara Bhashyam, hat Vasubandhu, Dignaga und Dhammapala beim Namen genannt und sie widerlegt und hat gesagt, dass sie nicht Nagarjunas Sicht besitzen, sondern die nur Geistsichtweise besitzen. Der zweite Grund ist, dass sie auch in China so bekannt waren. Und so heißt es ja, da hatten wir gesagt, in Tang Shung San und anderen, die nach Indien kamen, dass sie sich vor den Schülern von Vasubandhus Linie verbeugt hatten und am Schluss eben akzeptiert haben, dass sie die nur Geistschule besitzen, das akzeptiert und haben diese Sichtweise von nur Geist nach China gebracht. Das ist also der zweite Grund hier, weil es in China so angesehen wird. Und auch das ist eine ziemlich schlüssige Begründung. Okay? Und der dritte Grund ist, wenn wir die verschiedenen Kataloge anschauen, wir hatten ja schon Pantangma und Denkama aus dem tibetischen Königreich sozusagen geschaut, da werden eben die nur Geistbelehrung und Belehrung über Bewusstsein eben unterteilt in verschiedene Abschnitte. Da gibt es dann eben verschiedene Abschnitte. Und die Belehrung von Maitreya, die Yogacara Bhumi und die Asangas und Vasubandhus Werke und so weiter sind alle im Bewusstseinsabschnitt, nicht im Madhyamika-Abschnitt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und der vierte Punkt, oder der vierte Grund, wenn wir dass auch die gegenwärtigen Wissenschaftler der Meinung sind, dass die gegenwärtigen Gelehrten, die das untersuchen, auch der Meinung sind, dass Asanga und Vasubandhu nur Geistschulenmeister sind. Das ist so bei den internationalen Historikern und Forschungen herausgekommen. Und dafür müssen wir natürlich als erstes verstehen, was waren die nur Geistschulentexte? Und dann müssen wir die untersuchen und genau identifizieren, ob die nun nur Geistschulentexte sind oder nicht. Und wenn ja, dann müssen wir das akzeptieren. Aber wenn wir stattdessen dann diese Texte als nur Geistschulentexte erkennen, aber nicht akzeptieren, und wir denken, oh, das würde schlecht für uns aussehen oder unsere eigene Position in Frage stellen, wenn wir sagen, das sind nur Geistschulentexte, dann wäre da kein großer Nutzen. Das heißt, wir müssen da wirklich offen und
ehrlich damit umgehen. Natürlich, wie wir die Dinge erklären, hängt immer von uns ab. Aber wenn wir erklären aufgrund von Begierde oder Angst oder aufgrund einem bestimmten Blickwinkel, dann ist da nicht viel Nutzen. Und dann können wir nicht wirklich die Meister der Vergangenheit verstehen, was sie gesagt haben. Das wäre dann halt unsere eigene persönliche Meinung. Und das ist natürlich in Ordnung, aber das ist nicht wirklich so eine große, weitreichendes Verständnis. Und ein anderer Punkt ist auch, das könnte dann vielleicht sogar ein Widerspruch zu der tatsächlichen Geschichte sein, wenn wir einfach unsere eigene Meinung einfach nur formieren, einfach so aus dem Nichts heraus. Das klingt dann vielleicht nett und vielleicht sogar stimmig, aber wenn wir das dann wirklich untersuchen und vergleichen mit der tatsächlichen Geschichte, macht das keinen Sinn. Das wäre dann der andere Punkt. Und der vierte Punkt ist die Nur-Geist-Schule-Sichtweise in Tibet. Und dann können wir uns fragen, wurde Nur-Geist niemals in Tibet gelehrt? Nein, so war das nicht. In Tibet, da gab es eben die 4 Schulen. Vaibhashika, Sautrantika, Shittamatra und Madhyamika. Und wir können natürlich fragen, gab es diese Begriffe auch schon in Indien oder nicht? Und wir denken dann sofort, ja, muss so sein. Zum Beispiel im deutschen Lingke-Kommentar, da heißt es gibt 4 Schulen. Das 5. ist dann die Absicht des Buddha, oder es gibt auch von Standard Kommentar darüber, die das erklären, dass es diese 4 Schulen oder 4 Sichtweisen gibt. Oder auch in den 2 Werken vom Hivajra-Tantra, da können wir auch solche Aussagen finden. Aber andere Forscher und Historiker sagen etwas ein bisschen anders. Die gucken eben, ja, wann sind die Texte erschienen? Und dann kann es gut sein, dass manche Diskussionen erst später erschienen sind und vorher noch nicht da waren. Aber wenn wir jetzt die ersten 3 Schulen anschauen, da gab es in Tibet keine unabhängigen Schulen, ne? Vaibhashika, Sautrantika, Shittamatra. Aber natürlich wurden diese Themen immer wieder diskutiert und debattiert. Denn insbesondere ist es wichtig, die verschiedenen philosophischen Lehrsysteme gut kennenzulernen und jeweils dann Grundlage, Pfad und Frucht in jedem dieser Sichtweisen, in jeder dieser Schulen zu studieren. Zum Beispiel, wenn wir Abhisamayalankara studieren, ein Prajnaparamita-Text, wo da unterschieden wird zwischen was vorübergehend definitive Bedeutung ist, dann ist es wichtig, dass man da nur Geist und Madhyamika in Detail studiert. Und auch wenn wir über epistemologische Texte schauen, was da gültige Erkenntnis ist, ist es wichtig, eben die Erkenntnisobjekte auch gut zu kennen, die eine Verbindung zur Nur-Geist-Schule haben. Und auch wenn wir Madhyamika Avatara studieren, ist es wichtig, auch den Gegner sozusagen nur Geist kennenzulernen. Und daher ist es wichtig, diese auch in verschiedenen anderen Belehrungen nachzuschauen. Und das bedeutet grundsätzlich, dass man auch wirklich die Unterschiede zwischen Grundlagenfahrzeug und Mahayana gut kennen muss. Und wenn wir zum Beispiel die 5 großen Texte anschauen, also jetzt nicht Vinaya, dann gibt es da eben viele Passagen in diesen verschiedenen Texten, die einen engen Bezug zur Nur-Geist-Schule haben. Und deswegen können wir nicht sagen, dass die tibetischen Gelehrten, buddhistischen Gelehrten kein Verständnis hatten über
Es ist also nicht so, dass die tibetischen Gelehrten gar kein Verständnis haben müssen, oder gar keine Untersuchungen hatten. Also, aber es kann gut sein, dass jeder Gelehrte eben sein eigenes Verständnis darüber hatte, wie nur Geistschulen Sichtweise sei. Sie haben einfach das dann nur Geistschule genannt. Und das ist vielleicht schwer zu sagen, woher das kommt. Und es kann gut sein, dass es in den Madhyamika-Texten, dass dieser Text nur Geist immer öfter vorkommt als Gewahrsein, nur Gewahrsein. Aber in den alten Texten war das eher so, dass es die Anhänger des Gewahrseins oder Anhänger des Bewusstseins, dass das ein mehr mehr häufiger Begriff war. Und in den Texten über philosophische Schulen, wie zum Beispiel von Üpa Losail, heißt es, diejenigen, die die Erkenntnisobjekte als innerlich verstehen oder deren Abhidharma-Texte in Einklang sind mit den Yogacara-Bhumi, werden Yogacara nur Geistschule genannt. In Tibet gab es dann 3 Annahmen, wer die Gründer der nur Geistschule waren. Das erste war, die Gründer waren die frühen Meister. Zweitens, die zweite Annahme war, es wurde durch den Buddha Maitreya hervorgerufen und drittens gegründet durch Asanga und Vasubandhu. Und die erste Annahme, dass es frühere Meister waren, basiert auf Jonang Taranathas Schrift über die Geschichte des Dharma in Indien, wo er darüber schreibt, wie Mahayana sich ausgebreitet hat und wie auch dann nur Geistschule sich ausgebreitet hat. Und innerhalb dieser insbesondere werden Nanda, Dampade und Parmata genannt, dass die Yogacara nur Geistschule verbreiteten. Aber Taktsang Lotserwa und andere sagen, dass sie gegründet wurden durch Maitreya. Und Jetsun Kapa und andere Meister sagen, dass Asanga der Gründer für die nur Geistschule verantwortlich war und der Gründer war. Und manche andere Meister wiederum sagen, Asanga und Vasubandhu waren die Gründer für die nur Geistschule. Also das sind so verschiedene Punkte und Sichtweisen in Tibet über die nur Geistschule. Und jetzt machen wir 30 Minuten Pause. 샘zam베기 꼴이야 시스 베기 개발주 시스 근데 어디 배수좀 쉬어하라지 배수좀 쉬어하게 최시주지 제는 다디 나라는 등기 쉬번신 샘zam베 순지 그인 꼴이야 안 베기 개발주기 시주미로 여버래 소한테. Und ich möchte gerne ein paar Beispiele nennen, was verschiedene tibetische Meister über die nur Geistschule haben. Und eine Sichtweise ist zum Beispiel, dass da zwischen dieser echten Aspektarien und den falschen Aspektarien unterschieden wird. Wenn wir so die nur Geistschule unterscheiden, da gibt es ja eben diese beiden Unterschulen. Und manche sagen, dass diese zweifache Unterteilung in Bezug darüber, ob die Aspekte eben wahr oder falsch sind oder wahr oder nicht existieren, als Geistmerkmal, dass das die Unterschiede sind. Und die andere Möglichkeit wäre, darunter zu unterscheiden, ob die Erscheinung der relativen Wahrheitsebene, ob die der Buddha-Weisheit erscheint oder nicht. Und so gibt es eben diese verschiedenen Unterteilungen für den wahren Aspektarien und den falschen Aspektarien. Und wenn wir so über das hier sprechen, dann ist es so, dass diese Unterscheidung eigentlich in den Ursprungsschriften von Vasubandhu Asanga nicht auftraten. Aber sie finden sich ein bisschen bei Kamalashila und Bhabhadra. Es gibt auch einen Kommentar die Namen von Manjushri zu, es gibt diesen Kommentar zu dem Text, der heißt, die Manjushris Namen zu singen.
der von Chandragomi verfasst ist, der da diesen Begriff falsche Aspektarier oder wahre Aspektarier zu benutzen oder auch befleckt und unbefleckt. Aber dieser Text, der widerlegt die Nur-Geist-Schule zusätzlich und sagt, dass Madhyamika zwischen illusorisch und nicht verweilend unterscheidet. Daher wird Chandragumi allgemein verstanden als ein Nur-Geist-Sichtweise und man muss dann gut unterscheiden. Vielleicht gab es da jemand anderen, der diesen Text in seinem Namen verfasste oder ja. Und das gilt es zu diskutieren. Was ist da jetzt wirklich der Fall? Wie auch immer, der Begriff wahre Aspekte und falsche Aspekte haben eine Quelle, aber es ist nicht ganz klar, wer jetzt wirklich wahre Aspektarier ist und wer falsche Aspektarier ist. Das ist nicht in den indischen Text so deutlich. Und die erste klare Identifikation, die ich gesehen habe, in Bezug auf dieses Thema wahre und falsche Aspektarier, den ersten Text, den ich gefunden habe, wo das erwähnt wird, ist von einem Text von J. Shekhava Yeshidorje. Der hat einen Text verfasst. Geshe Shekhava Yeshidorje. Und was dieser Text sagt, ist, dass Dignaga, Dharmakirti, Dharmapala und Prajnakara Gupta und Jnana Mitra, dass die alle zu den wahren Aspektariern gehören und die auch von 6 Bewusstseinsarten ausgehen. Und Asanga, Vasubandha, Shantipa sind Falschaspektarier, die über 8 Bewusstseinsarten sprechen. Und Chomden Rigral, der hat ja einen Text verfasst über die verschiedenen Schulen und hat da die 20 Verse zitiert oder auch die Gewissheit der Gültigkeit, hat er gezeigt, dass Vasubandhu und Dharmakirti eigentlich beide Aspekte von wahren Aspektarien und falschen Aspektarien aufzeigt, dass sie also dann nicht so unterscheiden, aber dass sie vielleicht mehr. Und Taktsung Lotsawa schreibt, dass Asanka und seine Anhänger nicht unterschieden haben zwischen diesen beiden Unterschulen, aber mehr Richtung falsche Aspektaria einsortiert werden können. Wie auch immer, die Unterscheidung zwischen diesen beiden Unterschulen kam später. Wenn wir die wahren Aspektaria anschauen, dann gibt es da 3 Unterschulen wiederum, die Halbeier, die Gleichheit der Wahrnehmenden und Wahrgenommenen und die nicht-duale Pluralität. Nicht Halbeier, sondern Halbeieristen, sorry. Ja, manche Gelehrten sagen, dass diese 3 Unterschulen der wahren Aspektarier später durch die tibetischen Gelehrten hervorgerufen wurde. Aber es ist schwierig, das 100% sicher zu sagen, dass es das nicht in Indien gab. Ein Grund dafür ist, dass Kenshin Chandra Rakshitas Madhyamika Alamkara diese 3 wirklich diskutiert in Bezug auf das Sutra, das nur Geist. Und Taktsang Lotsawa schreibt auch in seinem Text Wissen über alle Schulen, wie diese Positionen schon in Indien gefunden werden. Und er zitiert verschiedene Passagen aus verschiedenen Texten, die nicht widersprüchlich sind, sondern berühmt sind. Daher ist es sehr schwer zu sagen, dass es solche Unterscheidungen in Indien noch nicht gab. Aber wie auch immer, die klarste Art und Weise, wie nur Geist in Tibet unterschieden wird, ist, dass es da keine wahre, wirkliche Unterscheidung gab wie vor Tibet. Und es ist alles nicht so ganz klar historisch und daher etwas kompliziert. Und das könnte dazu führen, eben, das könnte der Grund sein, warum
das in Bezug auf Yogacara nicht so klar ist. Und wenn wir die Gelog-Präsentation dieses Themas anschauen, das können wir später nochmal im Detail besprechen. Aber ich denke, wenn wir die chinesische Tradition verstehen, dann können wir verstehen, dann können wir die Unterschiede besser verstehen. Daher denke ich, das könnte hilfreich sein, weil es in tibetischen Schriften einfach nicht so klar ist. Also wo ist es jetzt? In der chinesischen Tradition wie da die falsche und die wahre Aspektaria-Schule verstanden wird, das kann man eben auf zwei Arten verstehen. Einmal so engstirniger und einmal mehr weiter. So, oder enger beschrieben können wir sagen, dass die Bewusstseine aus der Basis des Allbasisbewusstseins erscheinen und daher wechselseitig abhängig entstehen sind. Aber dieses Bewusstsein hat zwei Aspekte, einmal subjektiven und objektiven Aspekt. Das sind also der Wahrnehmende oder das Wahrnehmende und das Wahrgenommene. Und in beiden Fällen ist also diese beiden, einfach nur Zuschreibungen oder Vorstellungen, also einfach nur eine zugeschriebene Realität und keine tatsächliche Realität. Das heißt, sie sagen, alles, was zu dem Geist oder der Erkenntnis erscheint und die Erkenntnis, zu der das zu erkennen erscheint, all das hat keine wirkliche Existenz. All diese kognitiven Aspekte oder Bilder oder geistigen Bilder sind Verwirrung und existieren nicht wirklich. Und das ist eine Art und Weise, wie die Sichtweise der falschen Aspekte erklärt wird. Und die tiefgründigere Erklärung bedeutet, dass der Aspekt, der wahrgenommen wird, eben Verwirrung selbst ist. Und wenn wir so die zweites Verständnis verstehen, wie Bewusstsein verstanden wird als etwas, wie die Aspekte erklärt werden, dass sie nicht, also wenn wir die falschen Aspekte hier anschauen, dann gibt es also die verschiedenen Erklärungen darüber, wie wahr der Aspekt eben ist oder nicht. Und bei den wahren Aspektarien wird es eben gesagt, dass das Aspekt und Geist, Subjekt und Objekt des Aspektes eben wechselseitig voneinander abhängig sind. Und aus diesem Grunde sind der subjektive und aspektive Aspekt des Geistes eben voneinander abhängig und haben keinen zugeschriebenen, vorgestellten Aspekt. Im Allgemeinen kann man sagen in Tibet, dass all die nur Geistmeister davon ausgehen, vielleicht, dass der Geist wirklich existiert. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein zu sagen, wenn man sagt, du bist nur Geistmeister, deswegen muss deine Sichtweise so sein, dass du davon ausgehst, dass der Geist wirklich existiert. Das wäre zu verallgemeinend. Wenn wir all die wenn all die Aspekte und das Erkennen dieser Aspekte eben nur eine bloße Vorstellung ist, dann selbst in der Schule der Faltenaspekte gibt es zwei Unterschulen, dass die Erscheinungen eben der äußeren Objekte einfach bloße Vorstellungen sind, so wie es in den 30 Versen heißt. Selbst wenn es da keinen externen Geist gibt, gibt es einen internen Geist, zu dem wir immer wieder anhaften. Und wenn wir so denken, dann würden wir eben nicht die letztendliche Sichtweise von nur Geist verstehen. Das sind alles allgemeine Erklärungen. Und wenn wir so allgemeine Erklärungen anschauen, dann sind die eher für die mit kindlichem Gemüt. Da gibt es eben in der chinesischen Tradition gibt es eine mehr vollständige Unterscheidung.
zwischen falschen und wahren Aspektarien. In Tibet gibt es verschiedene Positionen. Und könnte hilfreich sein, das wirklich so zusammenzubringen, damit es besser verständlich wird. Und man kann auch die Nur-Geist-Schule so unterteilen in diejenigen, die den Schriften folgen und die der Logik folgen. Und diese Tradition hatte einen großen Einfluss in China. Und die Chinesen sagten, das ist die tibetische Sichtweise, dass es die zwei Unterschulen gibt. Und die haben dann selbst auch diese Sichtweise übernommen, wie sie in Tibet gelehrt wurde. Aber im alten China gab es solche Unterscheidungen nicht. Anhänger der Schrift, Anhänger der Logik. Wie auch immer, wenn wir darüber sprechen, dann können wir da den Texten Yogacara Bhumi und Dignaga und so weiter folgen, die da eher eben den Anhängern der Logik folgen. Und wie auch immer, da gibt es eben diese, was wir schon gesagt hatten, da gibt es die früheren und späteren nur Geistschulen in China. Und das ist ein bisschen ähnlich zu diejenigen, die den Schriften folgen, die früheren, und diejenigen, die Logik folgen, die späteren. Und der Grund dafür ist, Taktsung Lakasava hat gesagt, dass Dignaga und seine Schüler nicht wirklich das All-Basisbewusstsein Alaya akzeptierten, sondern nur von 6 Bewusstseinsarten aufgeben. Das ist eine sehr bekannte Sichtweise, die auch in Tibet sehr verbreitet ist. Aber Avalankara Sutra und Samdini-Mochana Sutra, die lehren eben über nur Geist und lernen darin auch über Alaya. Und in den Werken von Dignaga und Dharmakirti, der Grund, warum Alaya nicht gelehrt wird, ist einfach, weil es nicht mit dem Thema mich nicht passt. Deswegen wurde es nicht gelehrt. Aber deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass sie es nicht akzeptieren, sondern sie haben es einfach nicht erklärt, weil es nicht das Thema war. Und man kann deswegen nicht sagen, dass Dignaga und Dharmakirti nur die 6 Bewusstseine akzeptieren. Das kann man kategorisch nicht so beweisen. Und auch gibt es ein Dignaga-Zitat, das Vimalagupta erwähnt, wo es tatsächlich dann um Alaya geht. Das finden wir auch in Devendra Buddhi und Sakya Buddhis Kommentaren zum Kommentar über die göttliche Erkenntnis, wo dieses All-Basis-Bewusstsein erklärt wird. Insbesondere Sakya Buddhi erklärt, dass alle fühlenden Wesen eben ein individuelles Alaya haben und bezieht sich dabei auf das reifende Bewusstsein, das All-Basis-Bewusstsein Alaya. Und auch Vinita Devas Kommentar über Vasubandhu 20 Verse und auch Dharmakirtis Kommentar zum Beweis der anderen Kontinuum, die lehren ganz klar über Alaya und die Eindrücke, die darin gespeichert sind. Und so ist es eben deutlich, dass es manche Gelehrte sagen, dass diese alten Meister oder Meister der alten Zeit Alaya gelehrt haben oder nicht. Aber selbst wenn sie es nicht gelehrt haben, in manchen Texten heißt es nicht, dass sie daran nicht glauben oder dass sie das nicht annehmen. Wenn wir also einen anderen Gelug-Meister, Shankya Räupe Deutsche, anschauen und kurz einen Moment. Also Shankar Räupe Deutsche, das war ja immer ein anderer Gelug-Meister und der sagte, dass die Anhänger der Schrift und der Logiken
die Position haben von sowohl wahren Aspektarien und falschen Aspektarien. Deswegen können wir nicht kategorisch sagen, eins ist nur eins und so weiter. Und das wird auch besonders in dem Thema Namdrel, dem Kommentar zu der Gültigkeit erklärt. Und Devendra Bodhi und Sakya Bodhi erklären das auch eben als wahre Aspektarier und Prajnakara Gupta erklärt es als falsche Aspektarier. Und das bedeutet eben, und innerhalb der falschen Aspektarien sogar die der makellosen falschen Aspektarier. Auch Meister Dhammatora erklärt es als befleckte falsche Aspekte. Also deswegen ist es nicht grundsätzlich eine 1:1 Verbindung, sondern eben Auslegungssache. Das ist also alles nicht so erklärt, so wie es auch Sankhya erklärt. In Tibet gab es eben dann Gyaltsab Je, der erklärt hat, dass der Kommentar zur gültigen Erkenntnis eben eine falsche aspektarische Sichtweise ist, aber Ketro Je sagt, dass es die wahren Aspektarie angehört. Also es ist deswegen nicht alles so festgelegt. Und deswegen ist es schwer zu sagen, wer folgt welcher Tradition. Und dann auch noch innerhalb der falschen Aspektaria gibt es dann ja noch die Makellosen und die mit Makel versehenen. Und das ist alles wiederum nicht so einfach und klar festzustellen, wer welche Schule folgt. Und so, wenn wir diese Werke lesen, dann wird es uns helfen. Deswegen ist es wichtig, chinesische Werke hier zu lesen. Das wird uns helfen, da mehr Klarheit zu bringen in diese Diskussion. Wenn wir über die Texte in Tibet sprechen, nur Geistwerke, dann sind das insbesondere die Kommentare zu den 5 Dharmas oder Werken von Maitreya. Wenn wir so die nur Geist-Sichtweise kennenlernen wollen, ist es wichtig, Maitreyas Sichtweise zu verstehen. Und wenn wir Maitreyas Sichtweise verstehen wollen, wie sie in Tibet gelehrt wird, gibt es da natürlich ganz verschiedene Traditionen diesbezüglich. Und auch viele Unterscheidungen oder nicht Unterscheidungen nur, sondern dann auch, ja doch Unterscheidungen oder unterschiedliche Sichtweisen. Zum Beispiel gibt es diejenigen, die sagen, Mahayana Sutra Alamkara und Madhyanta Vibhanga sind nur Geist und manche sagen, Uttara Tantra Shastra oder Abhisamayalankara ist der Madhyamika. Und diejenigen, die jetzt davon ausgehen, dass Maitreya's Werke Madhyamika sind, das sind zum Beispiel Dolpopa und Shakya Shokden. Die sagen wirklich, alle 5 sind Madhyamika. Aber Rendava Schöne Lütsche sagt, dass alle 5 nur Geist sind. Aber wie auch immer, als Rendava später ins Retreat ging, hat er erkannt, dass Uttara Tantra Shastra Madhyamika-Text ist. Und das ist auch so in den blauen Annalen niedergeschrieben. Und allgemein gibt es weniger Tibeter, die sagen, dass alle 5 Texte von Maitreya nur Geist sind. Tsongkhapa sagt, dass Dhammata Vibhanga und Madhyanta Vibhanga und Mahayana Sutra Alamkara nur Geist sind. Aber Abhisamayalankara ist mehr Svatantrika und letztendlich Prasangika und Uttara Tantra Shastra ist mehr Prasangika Madhyamika. Das ist Tsongkhapas Sichtweise auf diese Dinge. Und kurz gesagt können wir sagen, dass in Tibet dass die Lehren von Maitreya sich verbreiteten, aber nicht die nur Geistlehren. Und so sagen auch die internationalen Forscher, dass die Maitreya-Texte eigentlich nur Geist sind. Und diese Maitreya-Texte haben sich verbreitet, aber nur Geistschule nicht. Das ist halt interessant. Das ist eben eine einzigartige Situation in Tibet, dass sich Maitreas Texte verbreitet, die nur Geist waren, aber die nur Geistschule hat sich nicht verbreitet, weil vielleicht einfach entschieden wurde, dass das Madhyamika-Texte sind, die von Maitreya. Und das könnte gut ein anderer Grund sein, warum die nur Geistschule sich in Tibet nicht ausbreitete. Und der Hauptgrund, warum in Tibet die nur Geistschulsichtweise nicht verbreitete, war, weil manche davon ausgehen, dass die nur Geistschule eben davon spricht, dass das Bewusstsein nicht wirklich existiert.
Aber in Mahayana Sutra Alamkara und Madhyanta Vibhanga und Asangas Mahayana Samgraha ist es gar nicht klar gesagt, dass das Bewusstsein wirklich existiert. Aber wenn wir Shita Matras Kommentar anschauen zu den 30 Versen, wird dort klar gesagt, dass der Geist tatsächlich wirklich existiert. Und so sagen die meisten Gelehrten, insbesondere Shita Ramati, dann Vetra Buddhi und so weiter, dass diese Gelehrten nur Geistschulenanhänger sind. Und ebenso gibt es aber auch andere Gelehrte, die sagen, sobald wir davon ausgehen, dass alle Erscheinungen Geist sind, dass man dann auch nur Geistschulenanhänger sein muss. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, herauszufinden, ob die abhängige Natur wahrhaftig existent ist oder nicht. Tsongkhapa sagt, in der Nur-Geist-Schule ist es so, dass die abhängige Natur wirklich existiert. Aber innerhalb der Nur-Geist-Schule gibt es eben zwei unterschiedliche Traditionen. Einmal, dass diese abhängige Natur aus sich selbst heraus entsteht, und andere sagen, dass es ein Objekt der meditativen Weisheit ist. In Bezug auf die erste Sichtweise sagen die Bodhisattva-Bhumis und Maya Samgraha, dass die abhängige Natur existiert, und in Bezug auf die zweite heißt es im Madhyanta Vibhanga, dass die abhängige Natur nicht wirklich existiert. Und manche Gelehrte sagen, dass in der Nur-Geist-Schule die abhängige Natur nicht wirklich existiert und die absolute oder die dritte perfekte Natur wirklich existiert. Der Kamtsam-Gelehrte Pal Kyang Lotsawa sagt, dass das wahre Aspekt und der falsche Aspekt das gleiche sind, da sie beides Vorstellungen sind, aber dass sie nicht wirklich existieren. Und dass der falsche Aspekt nicht wirklich existiert, aber dass der wahre Aspekt sowohl die reine und die unreine abhängige Natur ist und relativ, wohingegen der falsche Aspekt eben als rein abhängige Natur und letztendlich verstanden wird. Das war Kamtsang, der Kamtsang-Gelehrte Pal Kyang Lotsawa, der das sagte. Und jetzt haben wir, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen die Reihenfolge verwechselt, sagt der Kammerfer, aber jetzt sprechen wir mal hauptsächlich über die Verbreitung von Maitreya's Werken in Tibet. Wie gesagt, in Tibet haben sich Maitreya's Text verbreitet, aber nicht die nicht die Shita-Matra-Tradition an sich. Also nicht als eigene, unabhängige Schule, sondern nur als Inhalt. Und ja, das ist eben dann vielleicht auch interessant zu gucken, wie hat sich Maitreya's Werke tatsächlich in Tibet verbreitet. Und während der alten Überlieferungslinie wurden nicht alle 5 Werke von Maitreya übersetzt. Da gab es auch diesen Begriff 5 Werke von Maitreya nicht. Dieser Begriff wurde erst später in der späteren Überlieferungstradition benutzt. Und in dieser Zweitübertragung, da spricht man dann eben von den 5 Werken von Maitreya oder 5 Dhammas von Maitreya. Sind dann erstens Abhisamaya Alamkara, Mahayana Sutra Alamkara, Madhyanta Vibhanga, Dhamma Vibhanga und Uttaratantra Shastra. Und der dritte Karmapa, Rangjung Dorje, sagt dann, dass nur Abhisamaya Alamkara einen Lobpreis am Anfang hat und nur Uttaratantra Shastra eine Widmung. Und deswegen geht er davon aus, dass diese 5 Werke ein großes Werk sind und Abhisamaya Alamkara eben am Anfang und Uttaratantra Shastra am Ende ist und nicht 5 verschiedene Werke, sondern einfach Teile eines großen Werkes. Aber Panchen Sakya Shokden sagt, dass der Lobpreis in Abhisamaya Alamkara nur ein Lobpreis für dieses Werk ist und
Uttara Tantra Shastras Widmung auch nur für den Uttara Tantra Shastra gilt und nicht für alle. Und manche Gelug-Gelehrte stellen auch die Frage, wenn dem so ist, weil die 32 Hauptmerkmale eines Buddha ja in beiden Werken Abhisamyalankara und Uttara Tantra Shastra gelehrt werden, dann wäre das doch sehr redundant. Es gibt doch keinen Grund, wenn es ein großes Werk wäre, dass es dann nochmal wiederholt wird. Das wäre dann ja ein Fehler der Redundanz. Wie auch immer, innerhalb dieser 5 Werke von Maitreya gibt es ja Abhisamyalankara, Mahayana Sutra Alamkara, Madhyanta Vibhanga. Diese 3, die wurden übersetzt in der alten Überlieferungslinie oder alten Übersetzerlinie. Und das ist ganz klar, wenn wir die alten Kataloge damals angucken. Wohingegen Dhammata Vibhanga und Uttara Tantra Shastra nicht in diesen älteren Katalogen zu finden sind. Gemäß den blauen Annalen von Gölot Sava Shunupel wird über Dhammata Dhamma Vibhanga und Uttara Tantra Shastra gesprochen, dass sie nicht in Tibet bekannt waren und auch in Indien nicht. Und der Grund dafür, der ihr nennt, ist, dass es diese Werke von den indischen Meistern wie Simbadhara eben wörtlich zitieren aus den anderen Werken von Maitreya, aber nicht ein einzelnes Zitat haben von Dhammata Dhamma Vibhanga und Uttara Tantra Shastra. Und gleichermaßen gibt es auch die Geschichte von Maitreya, der ja dieses goldene Licht von einer Stupa sieht. Da gab er so einen Bruch in der Stupa und hat dann Texte gefunden und hat diese 2 Texte gefunden, die später in Indien sehr selten zu finden waren. Und das waren also sehr seltene Texte in Indien. Ja, und wie auch immer. Aber es ist schwierig, das kategorisch zu sagen, dass Dhamma und Dhammata nicht in der alten Schule schon übersetzt wurden. Und das wurde dann im 20. Jahrhundert von dem Meister Schöper ins Chinesische übersetzt. Wohingegen eben das Uttara Tantra Shastra und oder auch Ratnakota Vibhanga wurde schon in Chinesisch im 6. Jahrhundert übersetzt. Schon und war Shtiramati als Autor zugeschrieben, also ein anderer Autor. Und das wird also gesagt, dass Uttara Tantra Shastra von Shtiramati verfasst wurde. Und dass dieser Text in Indien schon damals existierte. Und die erste Übersetzung des Uttara Tantra Shastra von Atisha und Naxolotsava. Die beiden haben es übersetzt, Atisha als Gelehrter und Naxolotsava als Übersetzer. Und später wurde dann die Übersetzung von Uttara Tantra Shastra, war dann die Übersetzung von Ngok Lotsava Loden Shera. Aber wie auch immer, die bekannteste Geschichte über den Ursprung von Uttara Tantra Shastra, das ist gemäß von Zen Kaboche, das ist ein Meister aus dem 11. Jahrhundert, der diese 5 damals auch gelehrt hat. Und da gibt es eine ganz klare Geschichte, die wir finden können, auch in den blauen Annalen, über Zen Kaboche. Wenn wir so den Ursprung des Uttara Tantra Shastras anschauen, dann können wir sagen, dass diese Werke eben wie Schatz schon lange, lange versteckt waren, aber niemand konnte die lesen. Und die meisten indischen, die indischen Gelehrten und die meisten Gelehrten wussten gar nicht, dass es diese Texte gibt. Und an einem Punkt war es dann Maitreya, sah ein goldenes Licht, das da aus so einem Bruch in der Stupa hervorschien, wollte gucken, was ist denn dort? Wo kommt denn das goldene Licht her? Und dann diese beiden Texte gefunden. Einmal Uttara Tantra Shastra und dann Dhammata Vibhanga.
hat diese Texte gefunden und hat dann zu Maitreya gebetet. Und Maitreya erschien dann im Himmelsraum wie eine Vision vielleicht und ja, auf einer Himmelswolke sitzend und gab die Übertragung. Und Maitreya hatte dann einen Namen namens Nanda Kirti Gyavajakpa und der ging zu Kaschmir und übertrug dies zu einem Gelehrten namens Jnana. Und später waren dann Ngoc-Lotsawa und Senkawoche, das waren beide Schüler von Drapa Ngönsche, das waren beides auch Übersetzer, die reisen zusammen nach Kaschmir. Und Ngoc-Lotsawa studierte viele, viele Texte, aber Senkawoche war nur interessiert an den 5 Dharmas von Maitreya und kam zu Tibet, bevor Ngoc-Lotsawa zurückkam nach Tibet und hat dort schon die Belehrung verbreitet in seiner Uttaratantra Shastra. Und da nahm dann die meditative Tradition in Bezug auf die 5 damals von Maitreya ihren Ursprung, so wird es gesagt. Wenn wir das historisch angucken, macht das so Sinn. Und das war jetzt die Geschichte, wie es von Tsenkawuche sich verbreitet hat in Tibet. Aber später kam dann eben Ngoc-Lotsawa, der ja dann später Uttaratantra Shastra und Dhammadhamma Vibhanga übersetzte. Bevor seine Übersetzungen erschienen, benutzt die Kadamba-Meister hauptsächlich die Übersetzung von Atisha und Ngakso-Lotsawa. Aber später haben sie dann, die Kadamba Masters, haben dann Ngoc-Lotsawas Übersetzung benutzt. Ja, und manche Kadamba-Meister, die fanden das dann nicht gut, dass sie nicht Atishas Übersetzung nutzen, sondern Ngoc-Lotsawas. Warum benutze nicht den Text von der vom großartigen Meister Atisha besetzt wurde, sondern von so einem Übersetzer, so ein Acharya hier, irgendwo Flotzara. Dann haben dann manche Kadampa-Meister, zum Beispiel Geshe Sharava, haben dann die Kadampa-Schüler kritisiert dafür. Es gab aber noch weitere Übersetzungen vom Uttaratantra Shastra, zum Beispiel von Patsap Lotsawa, Yalung Lotsawa, Drakpa Gyaltsen, die das auch in Tibetisch übersetzen. Aber heutzutage ist die Übersetzung von Atisha und Ngakso Lotsawa nicht mehr vorhanden. Und wahrscheinlich auch Patsap Lotsawas und Yalung Lotsawas Übersetzung ist nicht mehr existent. Das ist natürlich enttäuschend, aber vielleicht ist es auch verständlich. Wenn wir Kanji und Tenjo zusammenstellen, wenn wir da verschiedene Versionen des gleichen Textes haben, können wir nur einen Text da rein kategorisieren. Das ist ja sonst oder einfügen. Sonst ist es viel zu aufwendig und viel zu teuer, ne, weil man ja alles auf Holzblöcken und so weiter eingraviert und druckt und so weiter. Heutzutage einfach so kann man sich ein paar Minuten macht man das im Computer, einfach die anderen Versionen speichert man, aber damals war das natürlich ganz anders. Und daher war da nur eine Version aufgenommen in Kanji und Tenjo. Aber man könnte natürlich einen neuen Kanji und Tenjo kreieren und dann verschiedene Übersetzungen desselben Textes sozusagen nutzen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und das könnte interessant sein. Denn es gibt viele, viele Texte, die im Kanji Tenjo vorhanden sind, aber noch nicht gedruckt sind. Und dann könnte man natürlich die mit einfügen noch und eine größere Kompilation machen, der dann wirklich komplett ist von Kanji und Tenjo. Und innerhalb des Kanji gibt es ja die Avatamsaka und Ratnakuta-Abschnitte.
ist auch den Abschnitt Drupa Chenpo. Das ist ein Avatamsaka-Abschnitt eigentlich. Und die Sutras, die darin enthalten sind, die sind übersetzt ins Tibetische. Die sind aber dort nicht in diesem Abschnitt enthalten. Und die haben dann eben einen neuen Katalog erschaffen mit dem, was da drin ist. Und es gibt weitere Texte aus Sanskrit übersetzt ins Tibetische und oder auch ins Chinesische. Und das war natürlich wichtig damals, dass all diese verschiedenen übersetzt wurden, so viel es geht. Und da gab es natürlich wichtige Übersetzer, die das taten. Und so möchte ich eben auch heutzutage manchen Übersetzern eben Opfergaben darbringen, damit sie diese Texte übersetzen, dass wir die damit einfügen können, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz klar sind. Wie auch immer, es gibt immer verschiedene Versionen von verschiedenen Übersetzern. Wenn wir diese Versionen übersetzen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Forscher und auch sehr hilfreich für die Dharma-Lehre. Dann kann man sagen, ja, diese Version, diese Übersetzung sagt dieses oder jenes. Und das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Wie auch immer, basierend auf Tsenkawaches Geschichte, das scheint es wahr zu sein, dass Uttaratantra Shastra und Dhammadhammatapibhanga vorher nicht in Indien vorhanden waren, sondern dass Maitripa diese wiederbelebte. Und wenn das als wahr angenommen wird, dann, und das ist wichtig vielleicht zu sagen, Atisha und Maitripa waren Zeitgenossen. Das heißt, der muss doch irgendeine Verbindung zwischen den beiden geben. Aber man weiß nicht, ob das Meister und Schüler waren, aber irgendwie muss da eine Verbindung gewesen sein. Und da ist es nicht so ganz klar, wie Maitripa diese Belehrung dann zu Atisha weitergab. Wie ist das passiert? Also was ist Atishas Tradition? Ist es entweder von Maitripa oder ist es unabhängig von Maitripa, dass Atisha diesen Text erhalten hat? Und wenn es eine Verbindung gab, dann sollte man das klären, welche Verbindung Maitripa zu Atisha hatte. Und das wäre gut, das zu untersuchen, ob Maitripas Tradition eben einen Bezug hat zu Atishas Tradition. Und ebenso ist es auch beim Text Dhammadhammatapibhanga, da gibt es auch zwei Übersetzungen, einmal von Atisha und Natsuloktsava, und das ist in Prosa verfasst, und hier ist aber auch die sehr bekannte in Versform verfasste Übersetzung von Shamalutsawa Sengye Gyaltsen. Das ist die bekanntere Version. Und wenn wir das Sanskrit im Original anschauen, gibt es da beides. Prosa und die Versform. Aber es ist sehr, sehr selten, dass jemand Prosa in Versform übersetzt. Das ist total schwer anzunehmen. Aber wie ist es, dass eine Übersetzung in Versform ist und die andere in Prosaform? Atisha Natsus war ja in Prosa und Shamalotsawa Sengye Gyaltsens in Versform. Und was wir normalerweise kennenlernen, ist Shamalotsawa Sengye Gyaltsens Versform. Er war ja ein Philosoph, ein gelehrter Schüler von Roklodin Sherab und hat viele andere Übersetzungen gemacht und hat auch viele Kernanweisungen von Dampa Sangye erhalten. Und später ist er dann auch zu diesen 5-spitzigen Bergen in China gereist und ist nicht wieder zurückgekommen nach Tibet. Und er war auch Übersetzer von Dignagas Pramana Samuchaya und dem Autokommentar. Und auch innerhalb der indischen Meister, die später nach Tibet gingen, das war Kashmir Pandita Sakyasri. Und auch er lehrte 5 Kernanweisungen über diese 4 Dharmas von Maitreya. Aber das ist die Tradition, die es auch gab, aber diese Tradition ist verloren gegangen. Die Tradition gibt es nicht mehr. Die ist unterbrochen.
Das auf jeden Fall erklärt, wie die Maitreya's Texte in Tibet sich verbreitet haben. Und das war meine Einführung für heute. Und da gibt es noch eine Sache, die ich zeigen möchte. Vielleicht ist es besser, euch nochmal kurz dieses hier zu zeigen, weil meine Erklärung seit der Kamera nicht so klar war. Das ist da die früheren und älteren, die älteren und die neueren Übersetzungstraditionen. Und das war's dann für heute. Ich habe heute nichts mehr zu sagen. Morgen ist frei. Und am Freitag dann spreche ich dann über schließe ich dann das Thema ab, über wie die Nur-Geist-Schule nach Tibet kam. Und dann werde ich noch sprechen über die Verbindung zwischen Nur-Geist und Madhyamika und auch über Madhyamika und Buddha-Naturschule. Das hatte ich schon mal kurz erwähnt. Das habe ich mal kurz erwähnt, aber werde ich noch mal mehr dann drauf eingehen. Und dann auch über die Nur-Geist-Schule und Buddha-Naturschule, diese Verbindung darüber möchte ich noch sprechen und danach dann möchte ich noch über die Texte über die 6 Sutras und die Werke, die es darüber in China gibt, sprechen. Und dann werden wir jetzt die Abschlussgebete rezitieren. Vielen Dank.